Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, heute ist mal wieder ein weiterer schöner Tag, um FC-Fan zu sein. Wir machen uns so langsam in der zweiten Liga, also 3-1 gegen Schalke. Ich habe auch tatsächlich, wie soll ich sagen, da habe ich es doch tatsächlich gewagt, nur unentschieden zu tippen, Entschuldigung. Ihr erinnert euch vielleicht noch, die zuletzt zugesehen haben. Ja, ich habe mir jetzt eine Zusammenfassung ansehen können. Hier gibt es so einen Kanal auf YouTube, der Bundesliga-Zusammenfassung zeigt, der ist in Deutschland dann gesperrt, glaube ich, bis 12 Uhr nachts, aber ich kann ihn hier in Serbien vorher sehen. Ihr seht hier neben mir, damit ihr ein bisschen was so entspannt euch ansehen könnt, so einen kleinen Rundgang, so eine kleine Rundfahrt durch meine wundervolle Stadt Loznica, wo ich residiere und auch herkomme. Und dann würde ich mal sagen, genießt die kleine One-Man-Show und dann wollen wir uns doch mal ein bisschen an unseren wundervollen FC bereichern, ergötzen. Also, es ist endlich geschehen, Damian Downs, er hat sein erstes Tor geschossen. Ich habe mir schon solche Sorgen um den Jungen gemacht. Ich habe mir schon gedacht, das wird nichts mehr, das wird unser Chancentod sein. Ein Kumpel hat mir sogar noch auf WhatsApp zwischendurch geschrieben, Downs, dieser Chancentod, der trifft gar nicht und so weiter und so fort. Und dann wenige Minuten später, 25. Spielminute, Damian Downs. Oh Mann, wie er den reingeballert hat. Ja, ich hoffe, es geht jetzt so weiter. Ich habe wirklich meine ganze Hoffnung in diesen Jungen gesetzt, habe ihn wirklich auch lange Zeit lang gefordert und auch ich habe zwischendurch gehadert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Tandem Downs und Lemperle funktioniert hervorragend mittlerweile. Also die Jungs, die spielen sich mittlerweile ein und es ist einfach schön, da auch einen Zwei-Mann-Sturm zu sehen. Das ging mir so auf die Eier die letzten 2 Saisons, immer wieder dieses Hoffnung setzen in einen einzigen Mann da vorne und dieser Mann trug da meistens die Nummer 21. Gott, der muss ja auch immer seine Spielzeit bekommen. Aber da wollen wir jetzt nicht hier stänkern allzu sehr. Hervorragend, einfach hervorragend. Und ich hoffe, das geht auch an der Stelle so weiter. Und dann kurz vor Halbzeitpfiff Lindenmeiner, keiner spielt schöner, schneller, geiler. Ich habe so lange gewartet darauf, das mal irgendwie einzuführen. Der Junge zeigt mal endlich, warum wir ihn geholt haben. Der funktioniert so hervorragend in der zweiten Liga. Auch super herausgespielt, schön im Zusammenspiel mit Downs. Und dann auch einfach reingeballert, nicht großartig nachgedacht. Der Junge, der wird immer besser. Das ist wirklich, das sind jetzt wie viele Scorerpunkte? 4 Scorerpunkte durch die Vorlagen und die Tore, die er gemacht hat. Ich bin mega zufrieden mit ihm. Also wirklich, ich habe so jetzt 2 Saisons lang mit dem gehadert und jetzt weiß er so zu überzeugen. Ich freue mich unglaublich. Ich freue mich so unglaublich für Lindenmeiner. Ja, das ist der Junge aus Hannover, den wir so kennen. Deswegen wurde er geholt. Ja, und dann pünktlich zum Anpfiff der zweiten Halbzeit Tim Lemperle. Hält einfach den Fuß einfach mal hin und schon ist der Ball auch drin. Unsere beiden Stürmer haben heute getroffen. Geil, einfach nur geil. Dann gab es natürlich noch diesen Elfmeter. Blöd gelaufen, dass Hussein Bashic Younes ein bisschen leicht mit dem Füßchen erwischt und naja, für mich sah das jetzt nicht wie so ein besonderer Härtefall aus, aber ja, blöd gelaufen. Dann trifft auch noch Karaman, wo ich gesagt habe, Player to watch bei Schalke. Ja, und da gab es dann anschließend noch, jetzt welche Minute das war, weiß ich nicht mehr genau, kurzfristig ein Tor von Mohr. Das habe ich in dieser Zusammenfassung nicht sehen können, aber das hat auch der VAR zum Glück auch zurückgezogen. Und da will ich jetzt wirklich nicht allzu viel von hören, so von wegen, das hätte vielleicht drin sein müssen, dies, das. Der VAR, der hat uns letzte Saison so auseinandergenommen. Wir sind mal dran. Wir sind mal ganz einfach dran mit diesem sogenannten Spielglück. Ein Faktor, den ich eigentlich immer sehr verdammt habe, habe ich auch in einigen Videos so verdammt, aber gut, dass er da ist. Ich nehme es gerne mit. Am Ende gehen wir mit 3-1 nach Hause
und haben tatsächlich eine Serie hingelegt. Das habe ich mir so dermaßen gewünscht, dass wir endlich mal eine Siegesserie erleben. Und klar, ich sag mal so, liebe Freunde, blöd gelaufen, dass ich das nur von Serbien aus verfolgen kann, mit einem WLAN aus der Hölle. Und auch überhaupt noch nichts gefunden habe, was ich so an ganzen Übertragungen sehen kann, weil auf Sport 1 werden ja nur die 20:30 Uhr Spiele übertragen. Satellitenfernsehen ist vorhanden, aber wenn es bedeuten würde, dass der Leo nach Serbien ziehen muss, damit der FC das Bestmögliche erreicht, ich glaube, ich würde mich dafür opfern. Hier ist echt schön, hier ist nice. Ich meine, ich stamme ja von hier und von daher, ich bin ja kein Unbekannter. Trotzdem, ihr fehlt mir und mein FC fehlt mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass diese Siegesserie nach der Länderspielpause gegen Magdeburg dann auch fortgesetzt wird. Ja, aber gut. Man kann nicht alles haben, man kann nur auf alles hoffen. Und wir sind auch schon fast dabei, das Video an der Stelle abzuschließen. Was auch noch dann interessant war, Auslosung der zweiten Pokalrunde. Wir spielen dann gegen Holstein Kiel. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, die sind der Erstligist. Aber ich finde, kadermäßig halten wir gut mit. Aber zu meinen Prognosen kommen wir noch, weil ich will erstmal abwarten, wie bei denen der Restsaison abläuft, wie auch bei uns. Ja, das war's dann auch an der Stelle, liebe Freunde. Und von daher, ich würde mal sagen, wir kommen damit wirklich jetzt zum Ende. Vielen Dank, also ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.